Rab, der Dachs, der Has und die Ente mit den Kleinen, die sehen in der Nacht im Bärenhaus so etwas Gespässiges scheinen. Da sagt der Jäger, schau im Bett, der Mond, der schlaft grad ein. Das sollte doch nicht im Bärenhaus, das sollte am Himmel sein. Der Bär erzählt am Mond eine Geschichte und möchte ihn gern für immer als Gespendli hat zum Zusammensein bei sich daheim im Zimmer. Du kleiner Bär, der Mond gehört allen gross und klein. Das sollte doch nicht im Bärenhaus, das sollte am Himmel sein. Das sollte doch nicht im Bärenhaus, das sollte am Himmel sein. Inzwischen hat die Entenmutter ihre Entenkinder alle wieder beieinander und jetzt schauen auch die zum Fensterli ein. Wo sie den Mond sehen im Bett liegen, finden sie das so lustig und komisch, dass sie gerade anfangen giggeln und gägeln und jetzt müssen alle anderen auch laut lachen. Das hört der kleine Bär. Er macht verärgert die Türen auf und schaut raus und schimpft. «Hey, psst, sind doch ruhig! Der Mond schläft jetzt gerade ein. Was soll das blöde Gelächter? Der Mond muss dringend schlafen. Wenn er nämlich nicht genug geschlafen hat, kann er nicht schön hell leuchten.» «Aber Mondbär, was soll denn das?» fragt der Jäger heute Mann. «Der Mond gehört doch in uns allen. Den darfst du doch nicht einfach zu dir in deine Baumhöhle nehmen.» «Doch, das darf ich. Er ist schliesslich mein bester Freund. Und jetzt, wo er endlich bei mir ist, kann ich ihm meine Zaubertraumgeschichten erzählen. Wir zwei, wir verstehen uns prächtig. Und wir passen prima zusammen. Ja, und wenn ihr den Mond vermisst, dann könnt ihr ihn ja einfach besuchen.» «Das geht doch nicht!» krächzt er ab und hüpft einfach am kleinen Bär vorbei in die Baumhöhle rein.